way you move make me blind. You will always be there. There's no doubt in my mind. You will always be there. Heading out to see ya and leave the rest behind. Hey ho, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Oh, ich kann also nicht. Und ich fahre jetzt mal für zum Wettkampfplatz, aber dann wieder verwerfen, zu schauen, wie das da aussieht. Meine Family wartet dort hinten. Wie Bruder kommt jetzt auch, weil wir gehen nur posten. Aber der Platz sieht bis jetzt so aus. Wir sind noch am Aufstellen. Und es ist doch ein recht kleines Netz. Ich denke, einige Disken werden heute Mittag und Abend oben rausgehen. So, wir gehen jetzt erstmal posten. Also auf jeden Fall habe ich jetzt endlich eine Steckdose gefunden, weil unser Wohnmobil hat keinen Strom, weil wir mit dem Strom angeschlossen sind und jetzt kann ich das Video schneiden. Darum, ich schneide jetzt mal schnell das Video fertig, wir sehen uns später mal. So. Das Video ist jetzt gerade fertig und meine Family hat mir schon 3-mal angerufen, dass ich das Mittagessen komme. Und ich muss den Stuhl mitnehmen, Kabel, Laptop, das wird lustig. Das heisst, wir sehen uns nachdem ich das Mittagessen habe. Und dann mal schauen, dann geht es glaube ich schon gleich los mit dem Wettkampf. Das Video ist aufgeladen, jetzt in jedem Moment, also sobald ich fertig bin, sobald er wieder Achsel hat. Das geht jetzt schön kurz und dort vorne seht ihr vielleicht bereits schon das Diskusnetz, warte, ich probiere mal. Hands zu. Vorne sieht man das Netz und dort hin würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal, weil ich habe noch einen Vorwettkampf. So. Ready bin ich und jetzt geht's ab auf den Wettkampfplatz, wo sich bereits vorne befindet und die Stimmung dort ist absolut legendär. Jeder einzelne Wurf wird kommentiert und nebenbei ist so TNT, Highway to Hell, also kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, den Wettkampf. Und ich glaube, ich habe wirklich noch nie so einen geilen Wettkampf gesehen und jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach mal dort hin und schauen, vielleicht gibt es Cinematics, ich weiss nicht. So, Wettkampf ist fertig und jetzt kommt der ganze spannende Teil dran. Wir gehen jetzt Raclette essen. Woohoo! So, das war jetzt von dieser Location. Hier, also ich muss sagen, die Gegend absolut lit. Jetzt müssen wir da irgendwo eine Station finden. Weil ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Ich muss heute Abend noch heim, weil es morgen noch mit hingeht, wo absolut lit ist. Darum, ja. Ich muss jetzt heim, ich komme am 12 Uhr heim und muss um 6 Uhr wieder auf dem Bahnhof stehen. Absolut perfekt. Also kein Schlaf ist auf jeden Fall garantiert, weil ich muss heute Abend noch packen, was ich morgen wieder mitnehme. Von dem her, ja. Ich habe gesehen, wie ausgeschlafen ich dann morgen bin. Aber jetzt heisst es erstmal eine Busstation finden. Das sollte irgendwo da vorne sein. Ich hoffe, dass ich mich nicht aufs Maul lege. Der Bus sollte irgendwann jetzt sogar kommen. Das heisst, ich beeile mich jetzt mal lieber ein bisschen. Sonst muss ich noch ein bisschen warten, auf das habe ich keine Lust. Dann kommt irgendwie erst am 12:30 am Morgen an. Ja, ist jetzt auch nicht so das Gelb von mir. Sie laufen ums Eck. Aber ich mache jetzt lieber mal auf den Weg und ich würde sagen, wir sehen uns einfach später noch einmal. So, wir sind mittlerweile in Bern. Grüße all die von Bern kommen. Ich wäre jetzt auch gerne in Bern, wo ich wohne. Weil der andere Zug hat 17 Minuten Verspätung gehabt, weil er aus Italien gekommen ist. Begründung, perfekt auf jeden Fall. Und jetzt darf ich hier eine Viertelstunde warten und das Geile an der ganzen Sache ist, es hat nicht mal mehr irgendeinen Job offen. Das heisst, ich kann mir nicht mal etwas zu trinken kaufen. Eigentlich will ich das Video jetzt bereits schneiden von
von dem Tag heute, dass es morgen rechtzeitig online kommt, weil ich morgen den ganzen Tag wahrscheinlich keine Zeit habe zum Schneiden. Und jetzt muss ich schauen, jetzt habe ich einen Zug gefunden, jetzt darf ich noch eine Viertelstunde warten. Und ich hoffe, dass ich nachher wirklich rechtzeitig heimkomme, weil ich komme dann wahrscheinlich um 12:30 am Morgen heim. Ich muss dann noch alles für morgen parat machen, das Video fertig schneiden. Und dann um 5 Uhr bereits wieder aufstehen, dass ich rechtzeitig auf Zürich komme und nachher auf Basel. Und was ich dort mache, seht ihr dann alles im morgigen Video. Aber ich muss jetzt mal zum Event. Ich verliere sicher jetzt noch einmal meine Worte, weil also jedenfalls war es eine richtig coole Idee gewesen. Das heisst, alle, die irgendwie in der Leichtathletik etwas so haben und Diskus werfen können, also, kommen auf jeden Fall dorthin, weil es ist absolut geil, der Event. Es wird jeder Wurf live kommentiert, gerade vor Ort, einer ist dann dran und halt mit schöner Musik und so, es ist cool und es ist nicht so also Musik könnt ihr euch jetzt vorstellen, so TNT, Highway to Hell und so Sachen, also richtig cool und jeder auf jeden Fall kommentiert und alle klatschen mit und das Feeling ist voll da und es macht einfach mega Spaß, nicht zu werfen. Auch wenn so Französisch schon mal fast nicht versteht, wenn man nicht Französisch kann oder überhaupt nicht aufpasst in der Schule. Und ja, das heisst, das Event war richtig cool gewesen. Nachher noch Raclette essen, das war auch mega geil gewesen. Auch noch zusammenhocken, nachher Rangverkündigung, so ein kleiner, ich bin dann schlussendlich Dritter geworden. Es war okay gewesen, es war nicht so gewesen, wie ich es gerne hätte, aber es war okay gewesen. Das heisst, man konnte die Leistung anschauen, aber es war nicht so gewesen, dass ich zufrieden bin. Aber immerhin wieder mal über 40 Meter und das interessiert die meisten wahrscheinlich auf dem Channel gar nicht, weil ich noch nie über etwas über Leichtathletik berichtet habe. Aber schreibt mal in die Kommentare, ob Bock hätte, wieder ein bisschen mehr über Leichtathletik zu hören. Und dann würde ich sagen, ich mache jetzt zum Heimfahren und hoffe, dass ich irgendwann mal bei Zeit daheim bin. Ich würde sagen, wir sehen uns, wenn ich jetzt lache, wahrscheinlich wieder ausgestiegen bin. Ja, seit dieser Aufnahme sind etwa 2 Wochen vergangen. Irgendwie habe ich es nie geschafft, den Vlog fertig zu schneiden, wieso auch immer. Ich habe die ganze Zeit erzählt, ich muss am nächsten Morgen um 6 Uhr aufstehen und am Bahnhof unten sein. Also ich kann bis um 5 Uhr aufstehen und am Bahnhof unten sein. Das ganze Video, das dort kommt, das kommt irgendwann später online, wenn ich dort die Aufnahme bekomme, weil ich werde es erfahren, wenn der Zeitpunkt dazu ist. Und ich habe gedacht, ich erzähle jetzt noch ein bisschen etwas für die Abonnenten, die bis jetzt dran geblieben sind. Auf jeden Fall danke schon mal, dass wir jetzt dran sind und ich würde euch empfehlen, dran zu bleiben, weil jetzt kommen noch einige wichtige Infos. Ich habe nämlich kurz meine Daily-Videos ansprechen. Weil die einen oder anderen vielleicht gemerkt haben, ist ja etwa eine Woche lang, wenn ich versprochen habe, täglich ein Video kommen, weil ich das einfach selber habe ausprobieren, wie das eigentlich ist, wenn man so täglich ein Video darf machen, schneiden, aufladen. Und ja, für mich war es ein richtig cooles Experiment gewesen, aber das Schwierigste, finde ich persönlich, das Ganze daran ist, nicht jeden Tag ein Video aufzuladen und zu schneiden. Der Zeitaufwand ist überschaubar. Das, was fast schlimmer, was fast schwieriger ist jeden Tag eine Videoidee finden, die man machen kann. Ich meine, du kannst nicht alle Tage einfach aufstehen, ja, guten Morgen, ja, ich weiß nicht, was ich mache, aber ich filme mal mit. Du musst dir immer am Vorabend überlegen, mindestens, oder wenn 2 Tage vor, wenn es etwas Größeres ist, was will ich machen an diesem Tag, was brauche ich dazu, und dann musst du alles bereit machen. Also, zeitlicher Aufwand für Daily Vlogs ist in der Vorbereitung fast mehr, dass du dir einfach überlegen musst, was du machen willst. Darum, ja, die Erfahrung war sicher cool gewesen, einfach mal Daily Vlogs zu machen. Wird es aber jetzt wahrscheinlich nicht mehr so schnell wieder geben, ausser ich wünsche es euch unbedingt, weil, wenn ihr vielleicht gemerkt habt, bete ich auf meinem Kanal jetzt ein bisschen in eine andere Richtung einschlagen. Darum auch, wenn ihr jetzt Fragen habt, ich will in nächster Zeit mal so ein Q&A machen, etwas Aufwendiges. Egal, ob Comedy oder auch einfach eine wieder tiefer sind, schreibt es unten in die Kommentare rein und dann kommt sie sicher im nächsten Video dran über YouTube. Auf Insta habe ich auch einen Aufruf gemacht, das heisst, der ist aber mittlerweile schon nicht mehr online. Und ja, schreibt es wirklich da unten in die Kommentare, wäre mega cool. Dann kommt eure Frage sicher vor, wird sogar eingeblendet und je nachdem werdet ihr sogar in der Endcard verlinkt, je nachdem. Oder wenn ihr wollt, könnt ihr auch euch ein Insta-Profil hineinschreiben, dann tue ich das einfach unten in die Beschreibung rein. Und auf jeden Fall stellen wir da ein paar Fragen und es wird sich jetzt auch mit der Upload-Zeit ändern. Ich meine, vorher habe ich jeden Tag einfach um 6 Uhr aufgeladen, das wird in Zukunft nicht mehr so sein, wenn ich keine Daily Vlogs mehr mache, logisch. Und auch, es wird jetzt nicht mehr sein, dass ich früher am Dienstag auflade, weil ich einfach gemerkt habe, am Dienstag, ja, es ist halt so mitten in der Woche, die Leute haben nicht so viel Zeit zum Video schauen. Dann habe ich gedacht, gut, ich lade es ab jetzt am Sonntag, am 4 Uhr auf, genau. Also Sonntag 16 Uhr auf meinem Kanal kommt jetzt einmal pro Woche ein neues Video online, dafür etwas aufwendigeres und auf jeden Fall keine Vlogs mehr. Das wird jetzt in nächster Zeit nicht mehr der Fall sein, ausser vielleicht 1, 2 noch, wo Ausnahmen sind, weil ich habe gemerkt mittlerweile, es ist immer wieder das Gleiche irgendwie. Du machst immer wieder das Gleiche, es ist immer wieder der gleiche Inhalt von Vlog
Und klar, ich habe mir extrem viel Equipment gekauft für Vlogs und ich kann mir vorstellen, wieder irgendwann mal, wenn spannende Themen kommen, Vlogs zu drehen, aber ich werde in Zukunft so richtig Comedy, aber auch Musik gehen. Aber wer sich das genauer interessiert, machen wir irgendwann noch einen Livestream, wo mir dann alle Fragen gestellt werden. Darum den werde ich dann irgendwann noch posten auf Insta und so und auch auf YouTube, dann in einer Diskussion. Dort könnt ihr eigentlich auch mal etwas hinschreiben. Es hat glaub, bis jetzt eine Person etwas hingeschrieben. Ja, einfach so by the way. Und ja, also jedenfalls, es werden sich Videos ändern. Ich habe geile Ideen. Ich habe mir einige aufgeschrieben, die richtig cool könnten rauskommen, die glaub, bis jetzt noch nie auf YouTube Schweiz gemacht worden sind, die eine Premiere würde sein. Aber ich könnte euch jetzt nicht zu viel versprechen, weil ich weiß noch nicht, ob ich alles umsetze, weil die einen sehr viel Aufwand haben und hohe Kosten und ich muss schauen, wenn ich das finanzieren kann. Aber ich sage, das war es mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir einen Daumen nach oben. Und kurze Anmerkung noch, ich bin ja dort im Disc-Eckle gewesen. Es ist auch noch ein zweites Video, das online gekommen ist vom Veranstalter. Das werde ich euch unten verlinken und in der Endcard werde ich seinen Kanal verlinken. Ihr könnt doch dort mal vorbeischauen, weil es ist mega cool gewesen und man sieht mich sogar auch richtig oft, sogar in dem Video. Und ja, er hat 333 Abonnenten, ja, darum schauen wir mal vorbei. Er spricht zwar Französisch, aber er hat halt, es geht bei ihm vor allem um Leichtathletik, das heißt, alle, die in Leichtathletik interessiert sind, irgendetwas mit Werfen, schaut euch mal bei ihm auf seinem Kanal vorbei. Und würde ich sagen, das war es mit dem heutigen Video. Schaut unbedingt nächsten Sonntag am 4. wieder vorbei, dann kommt ein geiles Video online, sofern ich es auf 3 bringe, das fertig schneiden. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Also, ciao.